Vor langer Zeit, weit, weit von hier, in einer fernen Sternenwelt, geschah eine abenteuerliche Geschichte. Es herrscht Bürgerkrieg. Rebellenraumschiffe von unbekannten Sternen erringen ihren ersten Sieg gegen das viel gehasste Galaxis-Imperium. Den Spionen der Rebellen gelingt es, während der Schlacht Geheimpläne zu erbeuten. Von der neuesten Waffe des Imperiums, dem Todesstern, einer Raumstation, die mit ihrer Kriegstechnik ohne weiteres einen ganzen Planeten vernichten kann. Verfolgt von den Regierungsagenten, jagt Prinzessin Leia mit ihrem Raumschiff der Heimatstation zu. An Bord die Pläne, die ihren Leuten die Rettung und der Sternenwelt eine neue Freiheit bringen könnten. Aber für das schnelle Regierungsschiff ist es ein leichtes, den Kreuzer der Prinzessin einzuholen. Und schon fallen Sturmtrupps mit flammenden Laserwaffen über die Rebellen her. Hast du das gehört? Wir haben den Hauptreaktor getroffen. Wir werden bestimmt vernichtet werden. Der reine Wahnwitz. Wir sind verloren. Diesmal gibt's kein Entrinnen für die Prinzessin. C3PO, ein Bronzeroboter von Menschengestalt, schreit suchend nach seinem Freund, dem pummeligen Metallzwerg R2-D2, dem eine verzweifelte Prinzessin gerade in fieberhafter Eile das Programm mit den wichtigen Geheimplänen eingibt. Wichtige Informationen für die Sache der Freiheit. Leia ist bereits verschwunden, als C3PO durch die Rauchschwaden endlich zu seinem Freund findet. Endlich! Wo hast du nur gestickt? Die kommen direkt auf uns zu. Was jetzt? Die werden uns in die Minen schicken oder zu sonst was verschrotten. Doch R2-D2 ist schon auf dem Weg in den unteren Tunnelgang. Mit Kirks und Cheeps und Rks und Pieps, einer Sprache, die nur C3PO versteht, rollt er auf die kleine Metallkugel zu. Die Rettungskapsel des Rebellenkreuzers. Halt! Da darfst du nicht rein. Zutritt untersagt. Du wirst doch deaktiviert werden. Du kleiner Schmähölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Komm lieber, bevor dich jemand sieht. Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Da gehe ich nicht rein. Oh nein. Das wird mir noch leid tun. Während die Roboter mit der Kapsel starten, entert eine düstere Gestalt das Raumschiff. Darth Vader, der gefürchtete Oberbefehlshaber der Imperiumstreitkräfte, bedrückend anzusehen in seinem flatternden Umhang und dem schwarzen Helm mit der Atemschirmmaske, die stets sein Gesicht verbirgt. Ein Denkmal des Bösen, eine Erscheinung, die nur Angst und Schrecken verbreitet. Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was habt ihr mit der Funkübertragung dieser Pläne gemacht, die ihr empfangen habt? Vader geht dem Rebellen an die Gurgel. Wir haben keine Pläne empfangen. Dies ist ein Konsularschiff. Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. Wenn das hier ein Konsularschiff ist, wo ist dann der Botschafter? Commander, nehmen Sie das Schiff auseinander, bis Sie die Pläne haben. Und bringen Sie mir die Passagiere lebend. Vaders Spähtrupps haben die Prinzessin aufgespürt. Da ist jemand. Betäubungsschuss. Der erzählt nichts. Sag Lord Vader, wir haben eine Gefangene. Sie bringen sie vor Vader, die Prinzessin, zum Verhör. Darth Vader, nur ihr konntet so etwas wagen. Das imperiale Zentrum wird euch zur Rechenschaft ziehen, wenn bekannt wird, dass ihr einen diplomatischen Aber Hoheit, ihr befandet euch diesmal nicht auf einem Wohltätigkeitsflug. Die Spione der Rebellen hatten mehrfach Funkverbindung mit diesem Raumschiff. Was ist mit den Plänen passiert, die sie euch gefunkt haben? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und als Diplomat auf dem Weg nach Ihr Alderaan. gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Schafft sie weg! Lord Vader, die Geheimpläne sind nicht an Bord dieses Raumschiffs. Übertragungen sind nicht aufgezeichnet worden. Während der Kämpfe hat sich eine Rettungskapsel abgelöst. Aber es war kein Lebewesen an Bord. Da drin muss sie die Pläne versteckt haben. Schicken Sie ein Bergungskommando los. Sie werden sich persönlich darum kümmern, Commander. Diesmal wird uns niemand aufhalten. Jawohl, Sir.
Die Roboter landen ihre Kapsel in der weiten Wüste des entlegenen Planeten Tatooine. Kaum aber sind sie den Regierungstruppen entkommen, sehen sie sich schon neuen Feinden gegenüber. Fremden. Javas. Winzige, gelbäugige Wesen in schweren Kapuzenmänteln. Unheimlich wie die Ratten unter den Felsen. Sie sind dabei, hilflose Droiden einzufangen und sie auf ihren riesigen Raupentransporter zu verladen. Wir sind verloren. Ob wir uns einschmelzen? Inzwischen hat die Imperium-Überwachung die abgesprengte Rettungskapsel ausgemacht. Eine gnadenlose Jagd auf die Droiden beginnt. Da war doch jemand an der Rettungskapsel. Spuren führen in die Richtung. Es waren Droiden. Während die Jagdkommandos nach den Droiden suchen, stoppen die Java-Schrotthändler nahe der kleinen Ranch von Owen Lars und dessen jungen Neffen Luke Skywalker und bieten ihnen die eingefangenen Roboter zum Kauf an. Luke interessiert sich ganz besonders für R2-D2 und Ich C3PO. brauche aber einen Droiden, der die binäre Sprache von Wasserdampf-Evaporatoren versteht. Evaporatoren? Sir, mein erster Job war die Programmierung binärer Lastenheber. Die große Ähnlichkeit mit ihren Evaporatoren. Sprichst du Botsche? Natürlich, Sir. Wie meine Muttersprache. Ich spreche Botsche genauso Luke, fließend halt die wie... Klappe, den nehme ich. Die Klappe halten, Sir. Luke! Onkel Owen, Ja? was ist mit dem da? Was ist mit dem Blauen? Wir nehmen den. Ja, bring ihn Ich weg. bin sicher, Sir, dass er Sie nicht enttäuschen wird. Er ist wirklich in erstklassigem Zustand. Ich habe schon mit ihm gearbeitet. Da kommt er. Okay, gehen wir. Luke bringt die beiden Roboter ins Haus, in die Garage. Er will versuchen, sie zu reparieren. Mein kleiner Freund, da klemmt dir aber schön was dazwischen. Wart ihr auf einem Sternenkreuzer oder... Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Von R2-D2 projiziert erscheint plötzlich im freien Raum ein dreidimensionales Bild der Prinzessin Leia. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wer ist sie? Sie ist wunderschön. Ich fürchte, das weiß ich nicht genau, Sir. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Er sagt, dass er einem Obi-Wan Kenobi gehört, der hier irgendwo zu Hause sein soll. Und dass die Nachricht für ihn ist. Obi-Wan Kenobi, ob er wohl den alten Ben Kenobi meint? Verzeihung, Sir, aber wissen Sie, wovon er redet? Naja, von einem Obi-Wan habe ich noch nie was gehört. Aber der alte Ben wohnt draußen hinter dem Dünenmeer. Ein ziemlich wunderlicher alter Eremit. Helft mir, Obi-Wan Wer Kenobi. sie wohl ist? Ihr seid meine letzte Hoffnung. Moment mal, wo ist sie geblieben? Bring sie zurück, er soll die Gangster-Nachricht abspielen. Welche Nachricht? Die du gerade abgespielt hast. Die du in deinen rostigen Eingeweiden trägst. Ja, Tante Bero, ich komme gleich. Tut mir leid, Sir, aber er muss sich eine leichte Erschütterung zugezogen Hier, haben. sieh zu, was du mit ihm machen kannst. Ich bin gleich wieder da. Hör auf, dich zu zieren und spiel ihm die Nachricht doch vor. Nein, er mag dich bestimmt nicht. Nein, ich kann dich auch nicht leiden. Als Luke vom Mittagessen zurückkommt, muss er entdecken, dass der kleine Roboter sich davongemacht hat. Ist er auf der Suche nach Obi-Wan Kenobi? Wie konnte ich so blöd sein? Er ist nirgends zu sehen. So ein Mist. Verzeihung, Sir, aber könnten wir nicht ihn suchen gehen? Luke und C3PO brausen mit Lukes altem Landspeeder, seinem Flitzer, über den Wüstensand. Und schon bald überholen sie den schwerfälligen Droiden. Hey, halt! Du kannst doch nicht einfach so wegmarschieren. Der kleine R2-D2 ist gefunden, aber... Was hat er jetzt wieder? Da nähern sich mehrere Kreaturen von Südosten. Bestimmt Sandleute oder noch was Schlimmeres. Kommt, wir sehen uns mal um. Los, kommt doch! Also, da unten sind 2 Bantas, aber ich sehe keine... Augenblick mal. Es sind tatsächlich Sandleute. Jetzt kann ich einen von ihnen sehen. Grausame menschliche Lebewesen niedrigster Sorte haben sie überraschend angegriffen und Luke zu Boden geschlagen. Treu und wachsam baut sich R2-D2 vor dem bewusstlosen Luke auf. Die Sandleute durchstöbern inzwischen den Landspeeder. Da nähert sich über die Dünen eine in einen weiten Mantel verhüllte Gestalt. Aufgeschreckt ergreifen die Sandleute die Flucht. Als Luke die Augen öffnet, schaut er in das Gesicht eines alten Mannes. Sag mal, junger Luke, was führt dich in diese entlegene Gegend? Der kleine Droid da. Er behauptet unbeirrbar, einem Obi-Wan Kenobi zu gehören. Irgendwas weiß mein Onkel von ihm. Er sagte, er sei tot. Oh, tot ist er nicht. Noch nicht. Kennen Sie ihn? Selbstverständlich kenne ich ihn. Ich bin es selbst.
Eiligst bringt Ben dann die drei in den Schutz seiner Wüstenhütte. Haben Sie die Klonkriege mitgemacht? Ja, ich war einmal ein Jedi-Ritter, genau wie dein Vater. Ich weiß nichts von ihm. Er war der beste Raumpilot in der ganzen Galaxis. Und listenreich im Krieg. Soweit ich weiß, ist aus dir auch ein recht guter Pilot geworden. Und er war ein guter Freund. Und dabei fällt mir ein, ich habe ja etwas für dich. Dein Vater wollte, dass du das hier bekommst, wenn du alt genug bist. Aber dein Onkel war dagegen. Er fürchtete, du könntest dem alten Obi-Wan auf irgend so einem törichten, idealistischen Kreuzzug folgen, wie einst dein Vater. Falls Sie mich nicht brauchen, Sir, schalte ich jetzt ein Weilchen ab. Ja, sicher. Was ist das? Das Laserschwert deines Vaters. Die Waffe eines Jedi-Ritters. Nicht so plump und so ungenau wie Feuerwaffen. Eine elegante Waffe. Aus zivilisierteren Tagen. Über 1000 Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen, bevor es dunkel wurde in der Welt, vor dem Imperium. Wie ist mein Vater gestorben? Ein junger Jedi namens Darth Vader, der mein Schüler war, bis er dem Bösen verfiel, half dem Imperium dabei, die Jedi-Ritter zu jagen und zu vernichten. Von ihm wurde dein Vater verraten und ermordet. Jetzt sind die Jedi so gut wie ausgerottet. Vader hat sich von der dunklen Seite der Macht verführen lassen. Der Macht? Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. Und wo du herkommst. Ich habe etwas von einer Nachricht gesehen, die Ich glaube, ich habe sie. Wieder erscheint frei in der Luft das Bild der Prinzessin. General Kenobi, vor langen Jahren habt ihr meinem Vater in den Klonkrieg gedient. Jetzt erfleht er eure Hilfe in seinem Kampf gegen das Imperium. Ich bedauere, dass ich euch die Bitte meines Vaters nicht persönlich unterbreiten kann. Doch mein Sternenschiff wird angegriffen und ich fürchte, mein Auftrag, euch nach Alderaan zu bringen, ist gescheitert. Ich habe Informationen, von denen das Gelingen der Rebellion abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Mein Vater wird sie auswerten können. Es liegt bei euch, ob dieser Droide unversehrt zu ihm nach Alderaan gelangt. Dies ist unsere verzweifeltste Stunde. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Der alte Ben drängt Luke, gemeinsam mit ihm die Prinzessin zu befreien. Luke zögert, denn Onkel Owen und die Tante brauchen ihn doch auf der Farm. Hören Sie, ich kann Sie ja nach Anchorhead bringen. Von da kommen Sie leicht weiter nach Mos Eisley oder wo immer Sie hinwollen. Du musst natürlich tun, was du für richtig hältst. Auf der Fahrt mit Ben zum Raumflughafen geraten sie an einen grausigen Schauplatz. Zwischen den Trümmern ihres Wüstentransporters liegen überall im heißen Sand getötete Javas. Für Ben ist klar, das kann nur das Werk eines Imperium-Kommandos gewesen sein. Bestimmt fahnden die nach den entflohenen Robotern. Wenn Sie herausbekommen haben, an wen die Droiden verkauft wurden, dann führt Sie das ja nach Hause. Warte, Luke! Es ist zu gefährlich! Aber Luke ist schon auf und davon mit seinem Flitzer. Und dann steht er vor den rauchenden Ruinen seines niedergebrannten Zuhauses und vor den verkohlten Leichen von Onkel Owen und Tante Beru. Tief erschüttert kehrt er mit der Schreckensbotschaft zurück zu Ben. Du hättest es nicht verhindern können, Luke. Du wärst auch getötet worden. Und die Droiden wären jetzt in den Händen des Imperiums. Ich möchte mitkommen nach Alderaan. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Luke, Ben und ihre beiden Droiden lösen sich endlich von dem Bild der Zerstörung und machen sich auf den Weg nach Mos Eisley Raumhafen. Mos Eisley Raumhafen. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Wir müssen vorsichtig sein. Luke ist Ben in eine schäbige Baracke gefolgt, wo sich an einer Bar in Qualm und Lärm ein Haufen seltsamer Typen um Drinks drängelt. Missgebildete, heruntergekommene Gestalten reißen sich mit schleimigen Schuppenhänden oder behaarten Krallen um die Gläser.
Ben bewegt sich langsam durch den schmutzigen, düsteren Raum. Er sucht nach einem brauchbaren Raumpiloten. Luke schiebt sich währenddessen durch zur Theke. Luke bekommt einen mürrisch vertraulichen Rippenstoß von einem vieläugigen, affenartigen Geschöpf. Du gefällst ihm nicht. Schade. Und mir gefällst du auch nicht. Pass bloß auf, wir sind nämlich Schwerverbrecher. Ich bin auf 12 Sternen zum Tode verurteilt. Ich bin schon vorsichtig. Tot wirst du gleich. Der Kleine hier ist die Mühe nicht wert. Komm, ich spendiere dir einen. Mit einem einzigen geschickten Hieb seines Lichtschwertes gegen den Streitsüchtigen stoppt Ben die Rauferei. Er möchte endlich zum Geschäft kommen. Es geht schon wieder. Chewbacca hier ist Co-Pilot eines Raumschiffs, das in Frage kommt. Der Wookie-Mensch, der Luke da vorgestellt wird, ist 8 Fuß hoch und an die 200 Jahre alt. Verständigen kann er sich nur durch Grunzen. Das Ungeheuer führt sie zu seinem Captain, einem Raumschiffschmuggler, dem 30-jährigen Han Solo. Han Solo. Ich bin Captain des Rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, Sie wollen zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn Sie ein schnelles Schiff haben. Ein schnelles Schiff? Haben Sie noch nie vom Rasenden Falken gehört? Sollte ich das? Das Schiff machte den Korsalflug in weniger als 12 Parsec, wenn Ihnen das etwas sagt. Ich habe sogar die imperialen Sternenschiffe abgehängt, nicht diese Nahverkehrskreuzer. Ich spreche von den übergroßen korellianischen Schiffen. Schnell genug für Sie, alter Mann. Bei Abflug 2000 plus 15, wenn wir Alderaan erreichen. 17 also. Abgemacht. Sie haben Ihr Schiff. Wir fliegen, sobald Sie bereit sind. Startrampe 94. 94. Aber der Alderaan ist leider auch das Ziel von sehr teuflischen Absichten. Gouverneur Tarkin und Lord Vader nämlich haben sich ausgedacht, an diesem Planeten die zerstörerische Schlagkraft des Todessterns zu beweisen, um vielleicht so den Widerstand der Prinzessin zu brechen. Unterdessen versammelt sich in Mos Eisley auf der Startrampe beim rasenden Falken die Mannschaft von Ben. Die Mühle ist ja nur Schrott. Die Mühle macht 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Ich selbst habe hier nämlich eine ganze Menge Extras eingebaut. Aber wir haben es jetzt eilig und wenn Sie einfach an Bord gehen würden, könnten wir hier verschwinden. Doch Imperium-Sturmtrupps haben die Roboter auf dem Raumhafen ausgemacht. Haltet sie auf! Klärt sie auf! Han Solo und sein Chewie liefern sich mit den Angreifern ein heftiges Feuergefecht, bis ihre Fluggäste an Bord sind. Chewie, schaff uns raus hier! Lieber Himmel, ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich diese Raumfahrerei hasse. Sieht wie ein imperialer Kreuzer aus. Ich wusste nicht, dass wir so heiße Passagiere haben. Alter Abstand und fahrt die Deflektorschirme aus. Ich mache die Berechnungen für den Sprung durch die Lichtmauer. Achtung, da kommen noch 2. Die versuchen uns den Weg abzuschneiden. Warum hängen Sie die nicht ab? Ich dachte, Sie sind schnell. Schön brav, Junges. Das kannst du gern wieder aussteigen. Wenn wir erst mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, sind wir das Problem los. Außerdem habe ich da noch ein paar Tricks auf Lager. Ja, jetzt macht das Spaß. Wie lange brauchen Sie noch, um den Sprung zu machen? Ich muss noch auf die Koordinaten vom Navigationscomputer warten. Soll das ein Witz sein? Die haben uns ja gleich. So im Weltraum zu fliegen ist was anderes als über Rübenfeldern, Junge. Ohne präzise Kalkulationen könnten wir durch einen Stern fliegen oder einer Supernova zu nahe kommen. Und das wäre dann ein ziemlich kurzer Ausflug, oder? Was blinkt da? Wir verlieren einen Deflektorschirm. Schnallt euch an, ich mache jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Der Sprung durch die Lichtmauer ist geschafft. Der Falke ist in Sicherheit. Aber die Prinzessin an Bord des Todessterns, der Flug des Falken gilt, ist in höchster Gefahr. Tarkin ist zum Äußersten entschlossen, um herauszubekommen, was Leia weiß. Es geht jetzt aufs Ganze. Prinzessin Leia, vor Ihrer Exekution sollen Sie als mein Gast einer Zeremonie beiwohnen, mit der diese Kampfstation ihre Arbeit aufnehmen wird. Da es Ihnen widerstrebt, uns mit der Lage des Rebellenstützpunktes bekannt zu machen, werden wir unsere Zerstörungskraft an Ihrem Heimatplaneten unter Beweis stellen. An Alderaan. Nein! Alderaan ist friedlich. Wir haben keine Waffen. Ihr könnt Sieht Sie ein unmöglich... anderes Ziel vor? Ein militärisches Ziel? Dann nennen Sie das System.
Wie heißt es? Ich habe satt danach zu fragen. Zum letzten Mal. Wo ist der Stützpunkt der Rebellen? Dantooine. Sie sind auf Dantooine. Da sehen Sie es, Lord Vader. Sie kann ganz vernünftig sein. Die Operation wird fortgesetzt. Feuern Sie, wenn alles bereit ist. Was? Sie sind zu vertrauensselig. Dantooine ist zu weit weg für eine wirkungsvolle Demonstration. Aber keine Sorge, wir werden uns Ihrer rebellischen Freunde bald genug annehmen. Nein! Halten Sie die Hauptsendung ein. Die vernichtende Laserkraft des Todessterns macht aus dem Planeten Alderaan in Sekunden eine einzige Staubwolke. Ein Weltenuntergang. So dass Ben Kenobi im Falken die Wellen der Erschütterung sogar über unermessliche Entfernungen hinweg spürt. Ist Ihnen nicht gut? Stimmt was nicht? Ich spürte eine große Erschütterung der Macht, als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Was Furchtbares ist passiert. Mach jetzt lieber mit deinen Übungen weiter. Und Luke folgt dem Rat. Doch die Fechtübungen, mit seinem Jedi-Schwert eine freischwebende Kugel zu treffen, wollen ihm nicht gelingen. Denk immer daran, ein Jedi kann es fühlen, wie die Macht ihn durchströmt. Sie meinen, sie beherrscht mein Handeln? Teilweise, aber sie gehorcht auch deinen Befehlen. Und kümmere dich jetzt nicht um dein bewusstes Selbst. Folge deinen Instinkten. Mit dem Schutzvisier runter kann ich nicht mal sehen. Wie soll ich da kämpfen? Die Augen können dich täuschen, traue ihnen nicht. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Plötzlich nimmt Luke eine starre Haltung ein, während die Kugel aufs Neue versucht auszuweichen. Aber nun erreicht er sie mit seinen blitzschnellen Schlägen. Du siehst, du kannst es. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Wissen Sie, ich habe etwas gespürt. Ich konnte diese Kugel beinahe sehen. Das ist gut. Du hast den ersten Schritt in eine größere Welt getan. Doch Prinzessin Leia auf der Todessternstation nähert sich Schritt für Schritt ihrer Hinrichtung. Ja? Unsere Aufklärer haben Dantooine erreicht. Sie haben einen Stützpunkt gefunden, den die Rebellen offenbar schon lange aufgegeben haben. Sie hat gelogen. Sie hat uns was vorgelogen. Ich habe Ihnen gesagt, sie würde die Rebellion nie bewusst verraten. Sie muss sterben, auf der Stelle. Der Falke durchquert inzwischen einen Hyperraum und ist nun nahe den Koordinaten, wo der Alderaan stand. Ihnen allen wird unheimlich zumute. Achtung, Chewie, jetzt auf Unterlichtgeschwindigkeit. Teufel, was ist denn? Raus aus dem Hyperraum und rein in einen Meteoritenregen. Eine Sternenkollision? In den Karten ist nichts eingezeichnet. Was ist denn los? Unsere Position stimmt, nur Alderaan ist weg. Was heißt das? Wo ist es? Sag ich doch gerade, es ist nicht da, vom Himmel weggepustet. Was? Wie denn? Vernichtet vom Imperium. Die gesamte Sternenflotte könnte nicht den ganzen Planeten vernichten. Da wären 1000 Schiffe mit mehr Feuerkraft nötig als... Da kommt was angeflogen. Sieh mal, er fliegt auf den kleinen Mond zu. Ich glaube, ich erwische ihn, bevor er dort ist. Er ist fast in Schussweite. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Wieso fliegen wir immer noch darauf zu? Wir sind in einen magnetischen Fangstrahl geraten. Aber Sie müssen irgendwas machen können. Nichts kann ich machen, Jo. Ich bin auf voller Kraft. Und jetzt schalte ich ab. Aber die werden mich gleich mal kämpfen sehen. Da verlieren sie. Aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Unaufhaltsam zieht der Metallmond das manövrierunfähige Piratenschiff zu sich heran. Solo und seine Passagiere können sich gerade noch in den verborgenen Schmuggelabteilungen verstecken. Und schon geht ein Zittern durch die feindliche Kampfstation. Sie öffnet ihre riesigen Außenbordschotten. Rampe 327 klar machen. Wir öffnen das magnetische Feld. Frachter aufgebracht, der in den Trümmern des Alderaan-Systems herumflog. Er hat die gleiche Kennung wie ein Schiff, das aus Mos Eisley entkommen ist. Die versuchen der Prinzessin, die gestohlenen Pläne zurückzubringen. Sie wird uns vielleicht doch noch nützlich sein. 1, 5, 7 und 9 entladen.
Niemand an Bord, Sir. Nach dem Logbuch hat die Crew das Schiff kurz nach dem Start verlassen. Schicken Sie einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Vorsichtig kriechen die Männer des Falken aus ihren Verschlägen. Es gelingt ihnen, 2 Wächter zu überfallen. Luke und Solo verlassen in deren Uniformen ihr gefangenes Schiff. Sie werden von den Robotern zu einer Systemkontrolle der Kampfstation geführt. Wir haben den Computerausgang, Sir. Schließ ihn an, er müsste uns sämtliche imperialen Computer abfragen können. Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Bei einem Energieverlust an einem der Anschlüsse könnte das Schiff wieder starten. Ihr beide könnt da nichts ausrichten. Ich muss das allein erledigen. Dir, Luke, ist ein anderer Weg bestimmt als mir. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Gleich nachdem Ben gegangen ist, schnappt R2-D2 eine stark verzerrte Meldung auf. Prinzessin Leia wird auf dem Todesstern gefangen gehalten. C-3POs Übersetzung lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Ich fürchte, Ihre Exekution ist bereits angesetzt. Lieber Sie als mich. Sie ist reich. Reich? Reich und mächtig. Hör zu, wenn du sie retten würdest, wäre die Belohnung... Was? Mehr Reichtum, als du dir vorstellen kannst. Na, ich kann mir eine ziemliche Menge vorstellen. Die kriegst du. Das will ich hoffen. Aber sicher. Zum Schein führen Luke und Solo als Imperiumssoldaten verkleidet Chewie als Gefangenen mit. Und gelangen so ungehindert in den Inhaftierungsblock. Hier überwältigen sie die Wache und beginnen mit der Suche nach der Prinzessin. Jetzt brauchen wir nur noch die Zellennummer deiner Prinzessin. Ah, hier, 2187. Na, geh hin und hol sie, ich halte hier die Stellung. Über die Sprechanlage kommt ein Ruf an die Wache. Solo ist gezwungen, sich zu melden. Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Wer spricht dort? Nennen Sie Ihre Dienstnummer. Han beantwortet die Frage mit einem Schuss aus einer Laserpistole. War sowieso ein langweiliges Gespräch. Luke! Wir kriegen gleich Besuch! Luke lässt sich durch die Warnung nicht aufhalten. Er erreicht Leias Zelle. Die schlafende Prinzessin rührt sich und schaut verwundert auf Luke. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Was? Ach so, die Uniform. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind wer? Ich will Sie retten. Ich bin mit Ihrer R2-Einheit und Ben Kenobi hier. Kenobi, wo ist der? Kommen Sie. Der Fluchtversuch der Prinzessin bleibt Gouverneur Tarkin und Lord Vader nicht lange verborgen. Gouverneur Tarkin, wir haben Alarm von Inhaftierungsblock AA-23. Die Prinzessin? Alarm für alle Sektionen. Obi-Wan ist hier. Die Macht ist mit ihm. Falls Sie recht haben, darf er uns keinesfalls entkommen. Das will er auch gar nicht. Ich muss mich ihm allein stellen. Auf der Gefängnisebene haben sich alle Schotten geschlossen. Die Männer und die Prinzessin sitzen in der Falle. Da kommen wir nicht raus. Sie haben uns den einzigen Fluchtweg verbaut. Möchten Sie lieber in Ihre Zelle zurück, Hoheit? Ich kann die uns nicht ewig vom Hals halten. Was machen wir jetzt? Eine fabelhafte Rettung. Haben Sie nicht vorher überlegt, wie Sie wieder rauskommen? Das hier ist unsere Intelligenzbestie, meine Süße. Ich wusste nicht... Zum Teufel, was soll das? Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun. Es gelingt der Prinzessin, einen Schott zu sprengen. Los in den Milchschacht, Fliegerarzt. Rein da! Los, rein da mit dir, du behaarte Hohlboje! Ist mir egal, wie du dann stinkst! Rein da mit dir und hör auf zu maulen! Durch einen finsteren Schacht rauschen die 4 dann abwärts und landen in einem Raum voller Abfälle. Der Müllschacht war ja wirklich eine wunderbare Idee. Was für einen betörenden Geruch Sie entdeckt haben. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimmer. Plötzlich beginnen die Wände zu rasseln und unbarmherzig näher zu kommen. Die 4 Gejagten sind in eine Müllpresse geraten. Die Wände bewegen sich. Stehen Sie nicht so rum. Versuchen Sie, sie mit irgendetwas abzustützen. Augenblick mal. 3PO? Melde dich, 3PO! 3PO! Ganz nach oben! Ich kann nicht! Wo ist der bloß? Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. R2-D2 und 3PO in Bereitschaft im Kontrollzentrum hören den Funksprechverkehr auf der Station ab. Gott sei Dank, Sie haben sie nicht gefunden. Wo können sie nur stecken? Das Sprechgerät benutzen? Oh Schreck, ich hatte es ja vorhin abgeschaltet. Hören Sie mich, Sir? 3PO! Wir hatten hier ein paar Probleme. Halt endlich die Klappe und hör mir zu! Stell alle Müllplätze
Müllpressen auf der Inhaftierungsebene ab. Sofort, hast du verstanden? Hast du verstanden? Stell sofort sämtliche Müllpressen auf der Inhaftierungsebene ab. Stell sofort sämtliche Müllpressen auf der Inhaftierungsebene ab. Du sollst alle abstellen. Schnell. R2-D2 gibt die Information in den Hauptcomputer und an die unteren Ebenen. Bebend kommen die todbringenden Wände zum Stillstand. Was? Wie fühlt ihr euch? Uns ist nichts passiert! Du bist Spitze! Hey, mach jetzt die Druckluke auf! Einheit Nummer... wo sind wir hier? 326, 3827! Ben Kenobi hat endlich die Fangstrahlanlage, die ihr Schiff festhält, gefunden. Er schaltet das Energiefeld aus und von allen Wachen in der Finsternis unbemerkt kann der alte Jedi-Ritter wieder entkommen. Die anderen haben sich inzwischen zu einem Sturmlauf zum Falken vorbereitet. Zu einem Sturmlauf in die Freiheit. Da sind wir. 3PO, hörst du mich? Ja, Sir. Seid ihr in Sicherheit? Im Augenblick ja. Wir sind im Haupthangar, gegenüber vom Schiff. Wir sind direkt über euch. Haltet euch bereit. Sie fliegen mit dem Ding? Sie sind mutiger, als ich dachte. Reizend, kommt. Da sind sie, knallt die ab! Geh zurück zum Schiff! Wo willst du hin? Komm zurück! Er hat wirklich Mut. Allein verschwindet der Raumpilot unter den Männern des Sturmtrupps. Chewie setzt ihm schreiend nach. Die zwei rennen Vaders Leute dicht im Nacken. Einen Tunnel zum Haupthangar hinunter. Nach unserer Einschätzung haben sie sich aufgeteilt. Sie müssen... Schließt die Panzertüren! Macht die Panzertüren auf! Die Panzertüren auf! Ben hat währenddessen bereits den Hangar unentdeckt erreicht. Als er aber am Ziel auftaucht, vertritt ihm eine finstere, gespenstische Gestalt den Weg. Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister des Bösen, das. Die Galaxiskrieger eröffnen sofort ein wildes Laserfeuer. Ben dagegen scheint unter einer wachsenden Spannung zu stehen, als ob ein unsichtbarer Druck auf ihm laste. Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Du kannst nicht gewinnen, das. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. Es folgt ein überraschender Ausfall gegen den Teufelsritter, der aber mit einer blitzschnellen Bewegung parieren kann. Das Duell der Feuerschwerter geht weiter. Ihr hättet nicht kommen sollen. Die beiden kampferprobten Gegner liefern sich eine ausgeglichene Partie. Immer wieder vermag der eine wie der andere den wütenden Todesstößen des Widersachers zu begegnen. Mitten in das Gefecht hinein platzen Han und Chewie. Schon wieder welche von der Sorte. Das hat aber lange gedauert. Wir sind alten Freunden begegnet. Ist das Schiff okay? Der alte Mann hat hoffentlich den Fangstrahl lahmgelegt. Da entdeckte Luke eine neue Schwierigkeit. Sturmtrupps auf der anderen Seite des Hangars. Komm, R2-D2. Wir verschwinden hier. Entweder jetzt oder nie. Ben? Als sie zu ihrem Schiff rennen, entdeckt Luke den Freund. Mit Erschrecken sieht er, wie Ben von einem Schwertstreich Vaders getroffen wird. Aber der Höllenfürst vorlockt zu früh. Vor ihm liegt lediglich der Mantel. Ben selber ist verschwunden. Nein! Kommen Sie doch! Es ist zu spät, Luke! Die Panzertür, Junge! Luke feuert und feuert auf Vaders Leute, während die anderen an Bord flüchten. Lauf, Luke, lauf! Erst dem Ruf des Meisters gehorcht Luke. Ben bleibt zurück. Jetzt hoffe ich nur, der alte Mann hat diesen Fangstrahl lahmgelegt, sonst wird es ein kurzer Flug. Okay, los! Kaum ist der Falke gestartet, wird er auch schon von feindlichen Wachschiffen angegriffen. Da, sie kommen! Die sind so schnell vorbei! Wir haben die Quersteuerung verloren. Keine Sorge, die Kiste fliegt auch so. Hörst du, Baby? Flieg schön weiter. Sie alle bangen nur um das Gelingen ihrer Flucht.
Wie könnten Sie ahnen, dass Sie nur kleine Figuren in einem weit größeren Spiel sind? In einem Spiel, das einzig und allein Tarkin und Vader in der Hand haben. Sind Sie weg? Sie haben soeben den Sprung durch die Lichtmauer gemacht. Sind Sie auch sicher, dass dem Funkpeilsender an Ihrem Schiff nichts passieren kann? Ich riskiere viel dabei, Vader. Ich will hoffen, es funktioniert. Daran, dass er mit seinem Schiff den Todesstern zum Rebellenstützpunkt führt, daran denkt Solo nicht. Er ist nur froh, dass ihm seine Hilfsmanöver geglückt sind. Nicht übel, meine Rettungsaktion, ne? Wissen Sie, manchmal übertreffe ich mich noch selbst. Es war doch kein Kunststück. Die wollten uns doch entkommen lassen. Oder haben Sie eine bessere Erklärung für die Leichtigkeit unserer Flucht? Leicht? Das nennen Sie leicht? Nicht bei diesem Schiff, Schwester. Ach, wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Was ist daran so wichtig? Was hat er zu schlucken gekriegt? Die technischen Unterlagen vom Todesstern. Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Es ist noch nicht überstanden. Der Falke geht jetzt auf die Planetenbahn zum 4. Mond des Yavin, dem Rebellenversteck. Zur Landung empfängt sie ein bewaffneter Jäger, der sie an nebelverhüllten, hohen Wäldern vorbei, inmitten einer Tempelruine sicher zu Boden leitet. Der Jägerkommandant eilt heran, die Falkenbesatzung zu begrüßen. Ihr lebt. Als wir von Alderaan hörten, fürchteten wir das Schlimmste. Zum Trauern ist jetzt keine Zeit, Commander. Sie müssen die Informationen in dieser R2-Einheit für die Angriffsplanung benutzen. Es ist unsere letzte Hoffnung. Sofort werden die Informationen des Roboters von Rebellentechnikern ausgewertet. Und tatsächlich, sie finden eine ganze Reihe von schwachen Stellen in der Anlage des Todessterns. Später dann erklärt General Dodonna, der Stabschef der Rebellen, seinen Piloten die Schwächen der Kampfstation. Aber ihre Verteidigung ist auf einen direkten Großangriff hin ausgerichtet. Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgürtel durchbrechen können. Das Ziel ist lediglich 2 Meter breit. Es ist eine kleine Ventilationsöffnung, direkt unter der Hauptöffnung. Dieser Schacht führt direkt zum Reaktorsystem. Ein genauer Treffer würde eine Kettenreaktion auslösen, die die Kampfstation vernichten würde. Jedoch nur ein genauer Treffer könnte diese Kettenreaktion auslösen. Der Schacht ist strahlengeschützt. Die brauchen also Protonentorpedos. Das ist unmöglich, selbst für einen Computer. Das ist nicht unmöglich. Ich habe zu Hause Wumpratten von meiner T-16 aus abgeknallt. Die sind auch nicht größer als 2 Meter. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Auf dem Todesstern hat man ein Vorpostenkampfschiff der Aufständischen ausgemacht. Wir umkreisen den Planeten mit Höchstgeschwindigkeit. Der Mond mit dem Rebellenstützpunkt wird in 30 Minuten in Schussweite sein. Dieser Tag wird lange in Erinnerung bleiben. Er hat das Ende Kenobis gesehen und sieht gleich das Ende der Rebellion. Der Vorposten hat den Todesstern der Bodenstation gemeldet. So, du hast also deine Belohnung und verschwindest. Ganz richtig, ja. Da sind noch ein paar alte Schulden, die ich mit diesem Zeug abzuzahlen habe. Selbst ohne das würde ich nicht hier bleiben. Oder hältst du mich für so blöd? Warum kommst du nicht mit? Jemand wie dich kann ich brauchen. Komm doch. Warum siehst du dich nicht mehr um? Die brauchen gute Piloten wie dich und da haust du einfach ab. Was hat man von einer Belohnung, wenn man tot ist? Außerdem hat der Angriff auf diese Kampfstation nichts mit Mut zu tun. Vielmehr mit Selbstmord. Verstehe. Darin bist du ja ein Meister, nicht wahr? Hey, Luke. Möge die Macht mit dir sein. Wo schielst du denn hin? Ich weiß schon, was ich mache. Alle Piloten auf Station. Alle Piloten auf ihre Die Station. Maschinen sind startklar. Nur Luke ist noch dabei, R2-D2 in seinen Jäger abzuseilen. Die R2-Einheit sieht recht mitgenommen aus. Sollen wir sie auswechseln? Um nichts in der Welt. Wir haben zusammen eine Menge durchgemacht. Alles okay, R2? Gut. Schön sachte. Ja, runterlassen. Halt die Ohren steif, R2-D2. Du musst zurückkommen. Du willst doch nicht, dass mir langweilig wird ohne dich. Alle Einheiten auf Startposition. Alle Einheiten auf Startposition. Luke geht mit den Triebwerken auf volle Kraft und während sein Jäger losschießt, ist es ihm, als höre er die Stimme Ben Kenobis. Luke, die Macht wird mit dir sein. Achtung, Alarmbereitschaft. Todesstern im Anflug. Voraussichtlich in
Alle Einheiten melden. Rot 10 bereit. Rot 7 bereit. Rot 3 bereit. Rot 6 bereit. Rot 9 bereit. Rot 2 bereit. Rot 11 bereit. Rot 5 bereit. Flügel in Angriffsposition. Wir passieren jetzt Ihr magnetisches Feld. Haltet die Ohren steif. Doppelte Energie auf die Frontaldeflektoren. Junge, ist das aber ein Riesending. Ruhe jetzt, Rot 2. Geht auf Angriffsgeschwindigkeit. Waders Adjutant entdeckt eine Gefahr, auf die der Todesstern nicht vorbereitet ist. Wir haben 30 gezählt, Lord Vader. Aber sie sind so klein, dass unsere Turbolaser sie nicht erwischen. Dann müssen wir sie im Nahkampf vernichten. Schicken Sie die Besatzungen zu ihren Jägern. Der Stützpunkt der Rebellen wird in 7 Minuten in Schussweite sein. Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Doppelführer, wir haben eine neue Gruppe von Signalen abgefangen. Feindliche Jäger sind im Anflug. Ich habe keine Anzeige, ich kann nichts entdecken. Schaltet um auf Sichtgerät. Da kommen sie. Pass auf, dir ist einer auf den Fersen. Da hinten! Über dir ist ein Jäger im Anflug. Ich bin getroffen, aber nicht schlimm. R2, sieh zu, ob du was machen kannst. Halte durch da hinten. Kannst du Rot 5 sehen? Danke, Wedge. Guter Schuss, Wedge. Rot 1 hier, Gold 1. Wir setzen zum Zielflug an. Verstanden, Gold 1. Gehen Sie in Position. Schaltet jetzt auf Zielcomputer. Computer eingerastet, Signal positiv. Die Geschütze, sie feuern nicht mehr. Wir haben Ihren Angriff analysiert, Sir. Es besteht Gefahr. Soll Ihr Schiff startklar gemacht werden? Evakuieren? Im Augenblick des Triumphs? Ich glaube doch, Sie überschätzen Ihre Chancen. Rebellenstützpunkt in 3 Minuten in Schussweite. Rote Jungs, hier spricht Rot 1. Sammeln bei Marke 6,1. Luke, nimm Rot 2 und 3. Bleib hier und warte für euren Zielanflug auf mein Signal. Es geht los. Ich sehe es schon beinahe. Dass ihr mir die Jäger im Auge behaltet. Zu viele Störsignale. Rot 5, kannst du sie von oben sehen? Weit und breit nichts. Warte. Auf 0,35. Ich sehe sie. Bin in Schussweite. Ich habe das Ziel vor mir. Wirf dein Torpedo jetzt lieber Bin ab. fast da. Abgefeuert! Ein Treffer! Negativ. Negativ. Nicht reingegangen. Nur auf der Oberfläche eingeschlagen. Macht euch fertig für Euren Angriffsflug. Ja! Rebellenstützpunkt jetzt in 1 Minute in Schussweite. Biggs, Wedge, bringen wir es zu Ende. Wir gehen rein mit voller Kraft voraus. Dann müssen wir uns diese Jäger vom Hals halten können. Ist gemacht, Boss. Luke, kommst du bei dem Tempo dann noch zeitig genug weg? Wenn's weiter nichts ist, das ist ein Kinderspiel. Wir halten genug Abstand, um dir Deckung zu geben. Jäger! Von 0,3. Luke, die kommen diesmal viel schneller. Ich kann sie nicht aufhalten. R2, hol noch mehr Saft raus. Rebellenstützpunkt jetzt in 30 Sekunden. Ich bin am Anführer. Halte durch, R2-D2. Vertraue der Macht, Luke. Gib dich der Macht hin. Die Macht ist wirksam bei diesem da. Luke, vertraue mir.
Sein Computer ist abgeschaltet. Luke, du hast den Zielcomputer ausgeschaltet. Was ist los? Gar nichts, alles in Ordnung. Luke geht jetzt aufs Ganze. Es ist ihm klar, dass es ein Wettlauf mit dem Tode ist. Er muss diesen Höllenstern vernichten, ehe dessen überlegene Feuerkraft den Rebellenmond auslöscht. Ihm bleiben nur noch Sekunden. R2 ist getroffen. Der Todesstern hat den Planeten umkreist. Der Todesstern hat den Planeten umkreist. Rebellenstützpunkt in Schussweite. Feuern Sie so, wie Sie bereit sind. Leiten Sie die Hauptzündung ein. Luke treibt sein Schiff in den Kanal zum Reaktorsystem. Er ahnt nichts von der Gefahr über ihm. Darth Vader hat den Angreifer im Visier. Jetzt habe ich dich. Aber seine Jagdstaffeln lösen sich plötzlich auf. Was war das? Nach allen Seiten um sie schießend ist ein plumpes Piratenschiff über Vaders Jäger hergefallen. Hilflos trudeln sie ab. Freudig überrascht vernimmt Luke die vertraute Stimme von Han Solo. Alles klar, Junge, lass uns das Ding in die Luft jagen und heimfliegen. Da schaltet Luke in Erinnerung an Kenobis Lehren die Zieleinrichtung aus. Fest schließt er seine Augen. Wird die Macht mit ihm sein? Alles bereit. Er drückt einen Knopf und zischend verlässt sein letzter Torpedo das Rohr. Der Stern des Todes ist explodiert, hat sich aufgelöst in einem Lichtball, wie ihn 100 Sonnen nicht erschaffen können. Toller Schuss, Junge, ein Millionentreffer! Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Lukes Rückkehr wird zum Triumph. Lachend und glücklich schließen ihn Solo und die Prinzessin in die Arme. Luke! Hey! Ich wusste, dass du kommen wirst! Ich hab's gewusst! Ich wollte dir nicht die ganze Ehre und die ganze Belohnung. Dann holen sie den stark verkohlten und angeschlagenen R2-D2 aus Lukes Jäger. Oh meine Güte. R2-D2, kannst du mich hören? Sag doch was. Sie können ihn doch reparieren, nicht wahr? Wir machen uns gleich an die Arbeit. Sie müssen ihn reparieren. Sir, wenn es etwas nützt, spende ich gern Schaltkreise oder Getriebe von mir. Er wird schon wieder. Später dann flattern überall von den Tempelruinen Fahnen. Am Ende des großen Tempelplatzes erhebt sich wie eine Vision in einem weißen Kleide Prinzessin Leia. Feierlich schreiten Luke und seine Mannschaft durch die Säulengänge, bis sie vor der lächelnden Prinzessin stehen. Und dann kommt auch noch R2-D2 hinterhergewackelt, wie neu. Stolz stellt er sich neben C-3PO und den ziemlich verwirrten Chewbacca. Hoch erhoben halten Leias Hände eine goldene Medaille, die sie dann Solo umhängt. Das gleiche geschieht Luke. Danach wenden sich die beiden den angetretenen Soldaten zu, die sich ehrfürchtig vor ihnen verbeugen. Ein Tag, der nicht so schnell vergessen sein wird. Ein Tag der Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit in der Sternenwelt. Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer.